Hinter uns liegt der Jahreswechsel. Und für mich ist das immer so eine gute Möglichkeit, um einen kurzen Moment innehalten und 2-3 Mal durchzuschnaufen und einen Blick zurückzuwerfen. Und dann natürlich auch, je nachdem, immer ein bisschen mit unterschiedlichen Gefühlen, auch einen Blick vorzuwerfen. Und ich habe mir überlegt, wenn wir so in den Psalmen, wenn wir lesen, habe ich so über das Selah hineinstossen, so die kurze Pause von der Besinnung, dann denke mich, ist so die Wochen rund um Neujahr, vorher, Altjahreswoche, aber auch die danach, vielleicht so ein fix installiertes Selah in vielen von unseren Leben. Teilweise ist mir bewusst, haben wir auch Leute, die dann besonders dran müssen, wo so einen Moment gibt, wo man mal ein bisschen reflektieren kann. Und darum gefallen mir diese Tage eigentlich sehr, auch wenn ich mich da oute, kein mega Fan bin von den klassischen Neujahrsvorsätzen. Aber ich glaube, es hat das Potenzial, an diesem fixen Rhythmus irgendwo etwas abzugewinnen und zu sagen, hey, ich nehme einen Moment, ich schaue zurück und ich schaue vorne und ich mache eine Standortbestimmung. Und ich freue mich darum, dass ich euch heute mitnehmen darf auf ein Thema, das mich schon seit Jahren beschäftigt, das mich bewegt, inspiriert, herausfordert. Und ich wünsche mir, dass es auch bei eurer Standortbestimmung heute so kann eine kleine Inspiration sein. Und es geht alles heute ums Wasser. Und wenn ich zurückdenke in mein schon fast 40-jähriges Leben, so ziemlich auch am Anfang, dann merke ich, dass Wasser immer wieder eine Rolle gespielt hat. Es ist für mich immer ein faszinierendes Element gewesen. Als Kind liebt man es zu planschen. Aber so besondere Erinnerungen habe ich an Ferien, die wir oft in den Bergen, in den Schweizer Alpen verbracht haben im Sommer. Das ist ja heutzutage wieder total im Trend. Damals wäre ich lieber als Meer, aber man hat sich drin geschickt. Und dann hat es dort etwas gegeben, was mir aber Spass gemacht hat. Und es war für mich fast so gewesen, wirklich Wasser vom Leben. Und das war, wenn wir sind bröteln an irgendeinem Bergbach, zum Beispiel zu Adelboden. Und dann haben wir dort bächelt, gestaut, umgeleitet, Pools bauen, wer wagt sich zum Trainieren gehen. Wir haben wirklich das wie wild gemacht, kalte Füße zum Trotz. Und manchmal ist mir natürlich auch nass geworden dabei, auch Kleider, ist ganz klar. Das ist so Wassererlebnis. Aber es gibt mehr und die haben damit zu tun, dass ich ein Privileg habe, dass ich schon weit reisen durfte. Und ich habe mir das überlegt in der Vorbereitung. Ich habe schon an einigen der berühmtesten Ströme dieser Welt mal einen Moment dort verbringen. Ich bin schon mit einem Auto, amerikanischen SUV, über eine Brücke über den Mississippi hineingefahren, nachdem ich den nur vom Hören sagen aus dem Lucky Luke gekannt habe. Grossartiger Moment. Ich habe schon neben dem Colorado River picknicken. Das ist der Fluss, der in das Colorado-Plateau, den Grand Canyon, unter anderem den Grand Canyon eingegraben hat. Ich habe schon für eine Nacht auf dem Nil dinieren, umgeben von den Lichtern von Kairo. Ein bisschen so 1001 Nacht-Feeling. Und ich habe schon unvergessliche Momente bei mehreren Backpacking-Trips auf dem Mekong, einem von diesen berühmten Strömen von Asien, startet in China und geht durch Südostasien, können erleben. Und die Flüsse sind irgendwie faszinierend. Sie ziehen Menschen an. Es hat etwas an dem. Es ist inspirierend, an so Orten zu sein. Es gibt aber auch ganz nahe Orte mit Wasser, die mich inspirieren. Ich bin neben der Eulach aufgewachsen und habe dort meine ersten Schiffli fahren lassen. Verbotenerweise sind wir manchmal einen Kanal runter, man einfach niemandem dürfen sagen. Natürlich ist Dös ein Wegbegleiter von jedem Wintertourer, jeder Wintertourerin. Und dann gibt es den Ort, und das ist die Quelle vom Bäntalbach. Wer von euch kennt den? Einige. Ich würde jetzt noch sagen, wie man dem so im Volksmund sagt, das ist Teufelskille. Das ist die Quelle vom Bäntalbach und das ist so ein Ort, wo wir viel hin sind, picknicken, grillieren. Und ich erinnere mich an einen Kindergeburtstag, den ich dort gefeiert habe. Und es ist so die Quelle, die vor unserer Haustür liegt. Und dort haben wir dann so mit der Hand von dem Wasser direkt getrunken und das habe ich faszinierend gefunden. Das hat sich mir eingebrannt. Vielleicht hast du auch ein paar Wassererlebnisse. Wasser bewegt und fasziniert und es formt ganze Gesteine und Wasser ist lebensnotwendig. Auch in den Psalmen gibt es ein paar Texte über das Wasser und dort hat es einen, der mich besonders prägt und mein Leben auch schon prägt seit mehreren Jahren. Seit der Joe Lehmann mir mal in ein Büchlein geschrieben hat, wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Seitdem begleitet mich der Vers in meinem Leben. Ich denke, es ist in 15 oder 20 Jahren her und ist ein wichtiger Vers geworden für mich. Es beschreibt dort einen Mensch, der auf eine gute Art und Weise durchs Leben geht. Und es heisst, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Und das ist das Gebet über meinem Leben, das ist das Ausstrecken danach.
Aber es gibt auch weitere so Wasserpsalmen und der eine ist mir im letzten halben Jahr wieder mal besonders lieb geworden. Und zwar, weil ich ihn fast täglich in Form von einem Kinderbüchlein meinem Sohn erzählen. Und das ist der Psalm 23 vom guten Hirt, wo es dann in den ersten Versen heißt: Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, wo ich mich ausruhen kann. Und das Büchlein ist so natürlich extrem bildhaft für Kinder tauglich. Und dann hinten drin ist der Psalm 23 noch gewesen. Ich kann es mir nicht nehmen lassen, den am Schluss immer noch vorzulesen. Auch wenn mein Sohn gesagt hat, das nächste Büchlein. Aber ich habe den Psalm 23 noch durchgelesen, weil es irgendwie so kostbar war. Wenn wir dann in die Evangelien tauchen, sehen wir, dass das Wasser, das Element, auch von Gott stark beansprucht wird und die Betonung noch verstärkt wird. Und ich möchte euch darum mitnehmen in eine Stelle aus dem Johannesevangelium. Und die berichtet uns der Johannes, dass Jesus mit seinen Jüngern als Laubhüttenfest nach Jerusalem gegangen ist. Das ist eines der grössten jüdischen Fester, gehört so zum Dreiklang der grossen jüdischen Fester. Und das war auch nichts Außergewöhnliches gewesen. Die Juden, die gläubigen Juden, sind an dem Fest nach Jerusalem, weil dort hat man das gefeiert. Es war das Erntedankfest, wo man zusammengekommen ist, um auch zu danken zu sagen für die Ernte. Und Jesus war da. Mehr erstaunlich ist, was er denn gemacht hat. Und das ist so der Kernvers vom heutigen Morgen, den ich euch darauf mitnehmen möchte. Und da heißt es in Johannes 7, 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Also die haben nicht nur ein Wochenende wie wir das Albani-Fest gefeiert, sondern eine ganze Woche, Laubhüttenfest. Und dann ist der letzte Tag gekommen und dann hat es damals zu der Zeit von Jesus einen Brauch gegeben im Judentum, der ist wohl nach der Entstehung vom Alten Testament entstanden, dass man vom Tempel her zum Teich Shiloah gezogen ist und dort Wasser geholt hat und das wieder umgetragen hat in einem pompösen Umzug zum Tempel und es dort in ein silbernes Becken, das neben dem Altar gestanden ist, geleert hat. Und das, um sich auf das Alte Testament zu beziehen, wo es ganz viele Prophetien hat, wo eben über das Wasser redet, über Quellen von der Erlösung, über Quellen vom Heil und auch über Quellen, die mitten aus dem Tempel raus werden sprudeln. Und man hat das so manifest gemacht an dem Laubhüttenfest, auch mit dem Gedanken, dass das Wasser natürlich die Fruchtbarkeit ist, eben das Leben, das Wasser vom Leben, das kommt. Und wenn wir jetzt uns das so vorstellen, dass möglicherweise die Zeremonie in dem Moment im Gang war und sich das Volk tummelt hat in den Gassen von Jerusalem, wie am Albani-Fest, und dann die Priester mit dem Wasser dort umgezogen sind und in dem Moment der Rabbi, wo die einen geliebt haben und die anderen ganz kritisch beäugt ansteht und sagt: Wer Durst hat, der soll übrigens zu mir kommen und trinken. Dann ist das durchaus ein bisschen aufsehenserregend, durchaus provokant, eine unglaublich starke Aussage und ein Anspruch. Jesus sagt eigentlich, die Gegenwart von Gott, wo wir uns darauf sehnen, wo die Propheten verkündet haben, die Erlösung, das Heil, ja die Hoffnung auf all das liegt in mir. Kommt zu mir. Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Es ist ein Selbstanspruch, den Jesus da kundtun hat, wo sicherlich die religiösen Eliten von damals herausgefordert hat, auch provoziert hat. Jesus sagt eigentlich, ich bin das Wasser vom Leben. Oder man könnte sagen, Übersetzungen sind unterschiedlich. Aus mir kommt das Wasser vom Leben. Und es geht dann weiter. Und es heisst, von dem werden auch in euren Quellen entstehen. Oder andere Übersetzer sagen, von dem könnt ihr empfangen, sodass ihr auch habt von dem. Und damit ist der Geist von Gott gemeint. Gegenwart Gottes nach der Verherrlichung von Jesus. Gegenwart Gottes ist zu finden in Jesus. Er ist die Quelle von der. Er gibt sie weiter. Bei ihm kommst du sie über. Was er sicher wollte sagen, ist, wahre Verbindung mit Gott findet ihr durch mich und bei mir. Erfahrbare, spürbare Gegenwart Gottes, Frieden im Herz, das Stillen von dem Durst vom Leben, das Stillen, das Lechzen nach Leben, Genügsamkeit in dem hinein, Erlösung, Erfüllung oder eben auch Heil. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wir machen einen kleinen Szenenwechsel. Was trinkst du? Kennst du den Durst? Physisch kennen wir ihn, glaube ich, alle. Das ist in uns angelegt. Wir müssen trinken. Aber auch vom Herz, von der Seele, von deinem ganzen Sein. Manchmal ist es vielleicht mehr körperlich, manchmal ist es aber deine ganze Psyche, alles, was du bist, wo der Durst hat. Und heute möchte ich dich fragen, was trinkst du? Und ich habe mir eine kleine Reise durch das Schweizer Getränkesortiment gegönnt und ein paar Vorschläge mitgebracht.
Wie geht es dir? Wir haben unser eigentlich schon offizielles Nationalgetränk, ein Rivella. Rivella ist grossartig, wir lieben es, aber in England hat es nur schon wegen der braunen Flasche keine Chance gehabt. Ich habe es unglaublich gern und das Rivella ist stellvertretend da für alle Arten von Süßgetränken, selbstverständlich, aber es ist ja das Beste von allen. Und aber auch für alle anderen von Genussgetränken. Wir können auch weitergehen, alkoholischer Bereich, gutes Gläschen Wein, Bier. Wir sind doch Liebhaber von dem allem. Was trinkst du? Das Getränk steht für das, dass wir unseren Durst in unserem Leben können, durch Genuss stillen. Durch irgendwie uns etwas gönnen. Zum sagen, hey, jetzt mal eine Pause. Heute darf es ein Rivella sein. Kalorien zum Trotz. So im Gaumen das erfahren, so richtig spüren, einnehmen, geniessen. Spannend ist, Rivella ist auch 65% Wasser, 35% Milchserum. Ich bin kein Lebensmitteltechnologe, was noch alles so ist, will ich euch jetzt da nicht zumuten. Im Bild gesprochen steht das Rivella für Genuss und Konsum. Und es ist ein Weg, um unseren Durst im Leben zu stillen. Und ich kenne den sehr gut. So durch meinen Persönlichkeitstyp bin ich immer wieder herausgefordert oder bin ich immer versucht, auch das zu machen. Der Durst nach Erlösung, Hoffnung, Befriedigung durch Genuss und Konsum in einem Wohlstandsland wie wir, wo die meisten Leute genug haben, so zu stillen. Aber es gibt ja noch viel mehr. Ihr habt es schon gesehen, das berühmte Getränk, das Flügel verleiht. Red Bull Energy Drink und es gibt ganz viele ähnliche Nachahmungen, Anpassungen davon. Und wir haben ein paar Leute bei uns in unserem Angestellten-Team, die das lieben und die das täglich konsumieren. Darum war es auch nicht schwer, um eins zu finden. Red Bull steht für alle Arten von koffeinhaltigen Getränken. Ich bin eher der Kaffeetyp. Wer von euch auch eher Kaffee als schon auch die einen? Ja, mehr, genau. Klare Vorteil, klare Mehrheit. Und die Energy Drinks, die stehen für alles Koffeinhaltige, wo uns eben so einen kurzen Moment aufputscht. Wie funktioniert das? Koffein putscht auf, erhöht die Herzfrequenz, der Blutdruck steigt durch Verengung der Gefäße. Und das alles ist gar nicht zwingend schlecht, weil es führt zu eben Fokussierung, zu einem momentanen Boost, den du hast. Beim Red Bull kombiniert sich das mit einer guten Ladung Zucker, wo dann eben ganz kurzfristig wirklich zu einem richtigen High führt und du das Gefühl hast, du hast Flügel und einfach alles nur noch durchrattert. Und ja, so Getränke haben durchaus manchmal eine gute Wirkung. Sie stehen im Bild gesprochen für so den momentanen Boost, den ich brauche, um durch mein Leben zu gehen, um die Befriedigung kurz zu finden, zum Überbrücken. Manchmal auch für die Notfalllösung, für so den Ersatzbooster, so das Handy-Not-Package, das du noch hast, das du noch laden kannst. Und ganz ehrlich, sie stillen den Durst nicht. Das ist es eben wirklich nicht bei denen. Aber sie halten einem zumindest noch ein bisschen länger am Laufen. Und sie führen einem in dem Sinn nicht zum Leben, aber sie verzögern zumindest den Stillstand und können einem für eine Weile in falscher Sicherheit wähnen. Und ganz ehrlich, auch den Glauben kannst du als so einen Booster verwenden. Auch Gott kannst du genauso boosterhaft dir zuführen. In dem Moment, wo du merkst, jetzt geht es nicht mehr, Hilfegebet, Stoßgebet in den Himmel und erstaunlicherweise funktioniert es sau gut. Gott zeigt sich oft, auch dann. Unglaublich, aber wahr. Nicht immer. Und die Frage ist auch, wie gesund das ist. Wir gehen einen Schritt weiter. Es gibt so einen neuen Trend in der Schweiz und Getränkeregale werden ja immer grösser, fällt euch vielleicht auch auf. Und ich habe mich da natürlich auf den Latest eingeladen und das ist das sogenannte Focus-Wasser. Focus Water, es ist natürlich ein Schweizer Produkt, auch das. Und es steht für all die sagen, ja, schau, Herr Rivella, ungesund, Red Bull sowieso, so viel Würfelzucker in einmal kannst du gar nicht geben, aber das ist wirklich gesund. Wirklich das, was du brauchst, reduziert, reduced to the max, Askese in Reinform. Einfach das, was du brauchst, um deinen Körper, damit du richtig leisten kannst. Es gibt ganz viel von denen. Es gibt so ein bisschen die leicht mit Geschmack und Frucht angereicherten Getränke. Und ich habe jetzt gefunden, bevor ich es euch zeige, muss ich es probieren. Und ich muss euch sagen, es ist genau das, was ich gedacht habe. Es sieht eigentlich noch recht spannend aus, aber es enttäuscht ein bisschen im Geschmack. Es schmeckt wie so ein verdünnter Orangensaft. So wie du nur deinem Kind gibst. Und selber willst du ihn eigentlich lieber nicht so trinken. Aber ja, es soll eben gesund sein. Und diese Art von Getränk steht für Gesundheit, Leistung, Erfolg, Selbstoptimierung. Ja, schauen, okay, wie viele Kalorien? Ja, dann kann ich nachher noch, ja genau, dann kann ich noch so viel von dem ergänzen und dann bin ich genau perfekt unterwegs. Dann kann ich das Optimum aus mir rausholen, so dass ich meine Erfüllung erlebe, so dass ich das Maximum erreichen kann. Leistung, Erfolg, Gesundheit,
Es gibt so Getränke, die wir uns in unserem Leben zuführen können. Alles optimieren. Und unseren Herzensdurst können wir durch das auch sicher zeitweise stillen, weil wir das Gefühl haben, hey, ja, wir sind gut unterwegs, ja, wir erreichen etwas. Aber der Ansatz, der hat auch immer etwas, irgendwie auch Lebensverneinendes. Er fokussiert stark auf den Verzicht von anderen, er fokussiert stark auf das, was du nicht kannst. Es ist eine Form von Selbsterlösung, zu der wir schlicht und einfach auch nicht immer in unserem Leben fähig sind. Und somit kommen wir zu der Königsdisziplin. Zum richtig guten Schweizer Mineralwasser, in dem Fall das Welser Wasser. Ich meine, gegen das kann man ja jetzt schon fast nichts mehr auszusetzen haben. Mineralwasser, wir Schweizer, wir sind Könige drin, oder? Kein anderes Land auf der Welt findest du so gut. In den Tiefen der Alpen angereichert mit den notwendigen Mineralien. Über Jahrhunderte durchs Gestein geflossen. Am Mineralwasser gibt es eigentlich nichts auszusetzen, es ist Wasser. Ausser man hat ein paar persönliche Vorlieben. Die einen haben es lieber stark prickelnd, die anderen lieber ein bisschen leichter und dann gibt es die ganz silent, oder? Die lieber still. Danke vielmals. Ich habe mir überlegt, dass das Mineralwasser da steht, für das wir uns unseren Lebensdurst oft auch mit religiösen Formen versuchen zu stillen. Es steht für alle Art von religiösen Angeboten, die christliche Alternative. Es ist echtes Wasser. Es ist echtes Wasser. Abgepackt in Flaschen. Und ins Flaschendesign wird meistens recht viel investiert. Das ist eine ganze Philosophie dahinter. Und ehrlich gesagt, auch wir als GVC, wir sind so eine Flasche. Noch ein bisschen schöner als die. Aber es ist ein Versuch, um das Wasser einzufangen und weiterzugeben. Und irgendwie noch mit einer kleinen Betonung anzureichern. Und eben die einen haben es lieber ein bisschen prickelnd und die anderen lieber ein bisschen still. Und mitten unter uns kennen wir das auch. Das Mineralwasser wird dann zur Gefahr, wenn die Flasche, die Hülle oder eben die Anreicherung mit noch ein bisschen Prickelheit zum Fokus wird und das Wasser in den Hintergrund gerät. Das ist per se nichts Schlechtes. Hinter diesen Formen von Flaschen und Designs stehen bestimmte Menschen teilweise, die uns das so abpacken, bestimmte Organisationen, bestimmte Kurse, bestimmte Angebote, bestimmte fixe Strukturen. Und ja, es ist noch recht praktisch, weil jeder gute Schweizer weiss, mindestens seit den letzten paar Jahren, du solltest immer einen Notvorrat haben daheim und Mineralwasser, das kannst du lagern. Das kannst du abpackt lagern und kannst es einmal in den Keller stellen. Du kannst es mitnehmen und du kannst es auftun, dann, wenn du es brauchst, kannst du es wieder zutun und wieder wegstellen. Das ist dann nicht mehr zu lang. Aber das ist noch praktisch. Du kannst es dabei haben, es ist irgendwie gut handelbar und man kann es sich dann gönnen, wenn man es braucht. Das ist so ein kleiner Überblick über, wie stillst du deinen Durst? Und die Frage, die darfst du mal bewegen. Was alle diese Getränke gemeinsam haben, sie basieren alle auf Wasser. Alle haben Flüssigkeit, Wasser drin, aber das Wasser ist auch limitiert. Und Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Mit dem Sonntag heute, 8. Januar, Standortbestimmung, möchte ich euch einladen, im neuen Jahr direkt bei Jesus Wasser zu holen. Und zu reflektieren, wo ihr zu stark in einer Abhängigkeit, wo wir zu stark in einer Abhängigkeit von anderen Getränken gelandet sind. Bis hin zu der Frage, wo sind wir schon fast am Austrocknen, wenn wir ehrlich sind beim Zurückschauen. Und ich möchte uns einladen, dass wir im neuen Jahr nach dem Fluss Ausschau halten. Nach dem Leben am Fluss. Und dazu noch 3 Gedankenanstöße. Und für das habe ich etwas Wichtiges vergessen. Und ich bin in 5 Sekunden wieder da. Das ist mein Rucksack, wenn du am Fluss willst. Den brauchst du, weil du brauchst ein paar Eigenheiten, um an diesem Fluss können leben oder ein paar gute, hilfreiche Sachen. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich glaube, das Erste, was es braucht, ist Mut. Mut, um an den Fluss zu gehen. Und für den Mut steht etwas vom Schönsten, was ich besitze. Das ist ganz ein persönlicher Gegenstand. Das ist eine sogenannte Guxa, eine finnische Holztasse.
Es ist ein Gegenstand, den die Ureinwohner von Finnland zusammen haben. Der wird aus einem Knollen an der Birke abgeschnitten und daraus geformt. Das ist ein persönlicher Gegenstand. Den teile ich mit niemandem. Der hat meinen Namen eingraviert. Und den verwendet man, wenn man in der Wildnis ist, zum Trinken. Mit dem kannst du direkt aus dem Fluss das Wasser schöpfen. Hat aber auch ein paar Nachteile. Er ist nämlich nicht sehr gross. Er muss auch leicht sein zum Transportieren. Du kannst nicht viel drin lagern. Und somit steht die Tasse für den Mut, weil es ist der Mut von der Abhängigkeit, die du brauchst, wenn du dich direkt am Fluss begibst und dort trinkst. Es braucht Mut, um nur mit der Tasse zu gehen und zu sagen, ja, ehrlich gesagt, ich bin begrenzt, zum Wasser mitzuschleichen für mein Leben. Aber ich muss immer wieder dort sein und schöpfen. Mit der Tasse kannst du dir keine Vorräte anreichern. Aber du kannst direkt aus der Abhängigkeit vom Fluss, vom Leben, vom Wasser, vom Leben von Jesus schöpfen. Und da klingt bei mir auch so das Wort aus dem Johannes an, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der wird, und ich in ihm, der wird Frucht tragen. Es geht um Verbindung. Es geht um ein Bleiben. Und so komme ich zum zweiten Stichwort, neben dem Mut, den du brauchst. Also Mut braucht es. Und das Zweite ist, zum Bleiben brauchst du immer Zeit. Und für das habe ich auch etwas dabei. Das ist eine Picknickdecke. Du musst manchmal auch, oder ich sage, du musst essentiellerweise dir Zeit nehmen, um am Fluss anzusitzen. Und einen Moment innehalten. Was nicht geht, ist, dass du einfach mit dem Tassli ansäckelst, einmal rausnimmst und beim Wegrennen versuchst zu trinken und alles wieder verschüttest. Entscheidend, um an dem Fluss vom Leben zu sein, ist, dass du dir Zeit nimmst. Zeit zum Bleiben. Ich habe kürzlich ein spannendes Zitat gelesen von Andrew Sullivan, christlicher Kommentator in Amerika. Der hat gesagt, die größte Bedrohung für den Glauben heute ist nicht Hedonismus, sondern Ablenkung. Ich übersetze es gerade noch auf Normaldeutsch. Er sagt damit, die grösste Bedrohung für den Glauben ist nicht die zügellose Sinnerfüllung von all unseren physischen und psychischen Bedürfnissen, von der Lust zum Beispiel, so das, was wir oft auch als Christen als Gefahr sehen, wie Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sondern die Ablenkung. Die Ablenkung von dem Fluss vom Leben, die Ablenkung von Gott. Und ich denke, das kann man symbolisieren in einem Gegenstand, den die meisten von uns haben. Das ist zum Beispiel das, ohne das zu verteufeln. Das ist ein grossartiges Gerät, ich liebe es. Aber es lenkt ab, es ist nonstop Einfluss. Und ich möchte uns heute einladen, uns Zeit zu nehmen und sagen, wir müssen mal ein bisschen, oder, nicht aufs Mikrofon, das hast du dann nicht dabei. Weil dann musst du mal ein bisschen an den Fluss sitzen und uns Zeit nehmen und schöpfen von dem Wasser. Und ich möchte dich heute fragen, ja, hast du so Zeit? Und meine Erfahrung ist, das ist ganz persönlich, dass wenn ich sie mir nicht fix vornehme, sie zur Priorität mache, sie in meine Agenda eintragen, dass sie dann nicht stattfinden wird. Und ehrlich gesagt, noch dann ist sie umstritten, weil allein mit dem ist es immer noch nicht da. Aber was ich sagen will, ist, es ist entscheidend, sich bewusst die Zeit zu nehmen. Zeit am Wasser vom Leben. Ich möchte dich heute fragen, wo du die hast in deiner Agenda, in deinen Ablenkungen vom Alltag, was alles eine Realität ist. Und dann gibt es etwas Drittes, was ich uns heute mitgeben möchte, als Ermutigung für die Reise am Fluss. Und das ist, es braucht immer Begleitung. Und jetzt brauche ich Ermutigung. Timon, den darf ich. Den kann man es dann nächste Woche sagen. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ich lade dich ein als mein Begleiter. Du darfst gerne mal da Platz nehmen. So symbolhaft. Ich weiss, ich selber bin auch sehr gerne allein draussen und es braucht Zeit allein, nichts gegen das, Zeit in der Stille und gerade auch mit Gott ganz direkt allein. Aber es ist ein Wunder vom christlichen Glauben, ein Wunder vom Christentum, dass Jesus sich dazu entschieden hat, seine Gegenwart besonders in der Gemeinschaft zu demonstrieren. Und etwas kann ich euch sagen, der Timon ist einer der Menschen, die ich in den letzten paar Jahren sehr gut kennenlernen durfte, zumindest bei der Arbeit. Und wir haben auch gemerkt, wir sind total unterschiedlich. Wir sind ganz andere Menschen, ganz andere Persönlichkeiten. Wir teilen auch einige gemeinsame Interessen. Aber das ist irgendwie wunderschön und ein Challenge zugleich. Und in dem hinein ist das Wunder vom Christentum, dass Gott sich genau dort will zeigen. Wie komme ich auf das? Ein weiterer Wassertext oder ganz viele Wassertexte finden wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Das Buch mit den 7 Siegeln. Aber etwas, was mir sehr klar rauskommt, ist in den letzten Kapitel
das Bild vom neuen Jerusalem, das Bild vom Reich von Gott, wenn es sich da manifest macht auf dieser Erde. Und spannenderweise steht dort Folgendes. Offenbarung 22, Vers 1. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Also das Bild wird da wieder aufgegriffen. Wunderbar. Jetzt ganz wichtig, der Text ist umrahmt von einem ganzen Kapitel, wo zuerst die Stadt beschrieben wird. Die Stadt Gottes, die aus dem Himmel runterkommt auf die Erde, wo da steht für die Gemeinschaft der Gläubigen, wo da steht als eine Erfüllung von der Stadt auf dem Berg, von dem, was wir uns sehnen zum Sein, wo da steht für das Bild, dass Gott mitten unter den Menschen ist, seine Quelle dort ist, dort sein Tempel ist, dort sein Reich startet, dort er sich manifest zeigt, mitten in der Kirche. Und darum, Timon, nehme ich gerne Platz da bei dir auf dieser Decke und habe Gemeinschaft mit dir, weil es ist entscheidend, um sie zu haben. Ich erlebe das Wunder dann immer wieder. Das Wunder vom Wasser, vom Leben in der Gemeinschaft. Und das ist nicht immer ein frommes Wort, sondern das ist manchmal jemand, der zulässt, wenn ich erzähle. Das ist aber manchmal auch ein Gebet. Das ist manchmal einfach zu beobachten. Wie macht es der Timon so? Was macht er so? Das ist manchmal vielleicht sogar ein Ruf, zu sagen, hey, kannst du mit mir am Fluss kommen, weil ich den Weg gerade nicht mehr gefunden habe. Was die Offenbarung uns zuruft, ist, die Quelle vom Fluss ist im Zentrum der Stadt, beim Thron von Gott. Und es ist die Stadt, die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Gläubigen bevölkern die Stadt und sie steht für die Gemeinschaft. Danke vielmals, Timon. Er war nicht vorinformiert. Leben am Fluss bedeutet Leben in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und jetzt weiss ich, stehe ich dir vielleicht auf die Füße, weil vielleicht hast du gedacht, bis jetzt, das klingt wirklich gut, weil all das PET-Wasser da, oder eben das ist so eine Glasflasche, das geht noch, gell? Aber eigentlich habe ich die Nase voll von dem. Eigentlich schmeckt mir das nicht mehr. Es ist ausgelutscht. Ich kann es nicht mehr brauchen. Und ja, das klingt super. Direkt das Wasser, ich und mein Jesus und all das. Und ich will das nicht kleinreden. Aber es ist irgendwie ein Geheimnis, dass eben die Gemeinschaft der Gläubigen entscheidend ist. Und ich fühle mich manchmal selber so. Und dort drin hat mir ein Wort Inspiration gegeben vom Henry Nouwen, ein holländischer Priester und Psychiater. Und er hat super Bücher geschrieben, also kann ich empfehlen, seine Literatur. Und er schreibt, die Kirche wird dir auf deinem Weg zu Jesus immer wieder in die Quere kommen. Hast du das auch schon erlebt? Aber sie wird auch nie aufhören, der Weg von Jesus zu sein. Und das ist eine Challenge. Es ist aber auch so ein bisschen wohltuend, weil ja, okay, ich bin nicht der Einzige, was so geht. Die Kirche ist unvollkommen, wie sie ist, aber sie bleibt das Gefäß, das das Wasser zu den Menschen bringt. Dort, wo Menschen ready sind, so mutig sind, ihr Tassli für zu holen, ihr Persönliche, von dem zu schöpfen. Vielleicht es einmal in eine Flasche zu füllen und weiterzureichen, zu sagen, komm. 2023, es könnte Zeit sein, am Fluss zu gehen. Das ist meine Einladung. Es ist Zeit zum Loslaufen. Und ja, ich weiss, dann sagt man sich, ja, okay, in Finnland wandern länger als einen Tag. Das braucht Vorbereitung, Planung, Training. Am besten so mit Stein im Rucksack mal so ein bisschen laufen gehen. Aber schau, das ist es nicht, weil das Leben, auf das kannst du nicht trainieren. Du kommst auf die Welt und dann lebst du es. Es ist Learning by Doing. Und das finde ich auch extrem toll. Es geht ums Leben im Alltag. Und das fängt jetzt an. Du musst jetzt nicht noch lange vorbereiten und überlegen. Ich will dich einfach einladen und dich fragen, wo ist die Zeit, an deinem Fluss zu gehen. Es bedeutet, sich im Weitergehen zu orientieren, mitten im Alltag. Und vielleicht ist der Jahresstart einfach eine gute Wegmarke, so eine Orientierung, zum Innehalten und dich fragen, hey, wo soll ich jetzt nochmal weiter? Und eine gute Gelegenheit, um dich zu fragen, brauchst du etwas Neues auf dem nächsten Abschnitt? Zum Beispiel Reisebegleitung. Weil sie den Weg kennt und ihn dir zeigen kann, dort, wo du ihn verloren hast. Vielleicht heisst das für dich, konkret in eine Beziehung zu investieren. Vielleicht ist es an der Zeit, dich bei einer Gruppe von Menschen am Fluss niederzulassen. Wieder fix, verbindlich. Und ja, ich meine durchaus damit auch Gemeinschaft und Kirche. Und wie drückt sich das aus bei dir? Das ist meine Frage an dich. Das Zweite, vielleicht brauchst du ein neues Gefäß.
Wenn man die richtig pflegt, dann hebt es eigentlich ein Leben lang. Das finde ich noch toll. Du darfst nur mit Wasser waschen und austrocknen. Aber es kann durchaus auch mal sein, dass eins dann irgendwo mal brüchig wird und dann braucht es halt wieder ein neues. Und manchmal glaube ich, ist es auch Zeit, um ein neues Gefäß zu finden. Eine neue Form zum Wasser schöpfen. Wenn du merkst, irgendwie, hey, ich habe aufgehört mit dem Alten, weil es genügelt mir so. Weil die Flasche, die fühlt sich nicht gut an in der Hand. Es ist zu prickelnd oder zu wenig. Es gibt so viele Arten von der Spiritualität. Fixe Gebetszeiten, vorgefertigte Gebete, stille Zeit, vielleicht neue Worship, neue Lieder, die kommen. Vielleicht einfach wieder mal zu sagen, dieses Jahr ist es die Bibel. Ich nehme mir die Bibel für. Oder Bücher als Inspiration. Das ist meine Frage. Und als drittes, wo brauchst du Zeit? Wo bedeutet es, deinen Alltag umzugestalten? Wo hast du einen Moment, um dich am Fluss niederzulassen? Ich möchte beten. Grosser Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Danke fürs Wasser vom Leben. Danke, dass du uns alle kennst, jeder von uns, jede von uns. Danke, dass du unseren Durst kennst. Die Art von Bedürfnis, die wir im Moment haben in unseren Herzen. Und wir kommen mit dem vor dich. Zeig du dich uns. Mach dich erfahrbar als Wasser vom Leben, besonders in dem neuen Jahr. Und ich lade dich ein, dass du auch redest in unsere Herzen, wo das es dran ist, einen neuen Weg einzuschlagen, nochmal neu zu orientieren. Und Heiliger Geist, dass du das redest in unsere Herzen hinein, mitten unter uns oder vielleicht auch durch Menschen rund um uns. Ich danke dir, dass du das wirkst und danke, dass du unser Wasser vom Leben bist im 2023. Dass du der bist, der genug ist. Du der bist, der Nahrung gibt. Du der bist, der Leben gibt. Das bete ich auch segnend über uns allen. Amen. Der Jahreswechsel ist für uns auch immer ein Moment, wo wir so ein Ritual haben, könnte man sagen. Und das nennt sich Jahresverse. Als GVC machen wir das seit vielen Jahren, dass wir so Jahresverse ziehen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, auch das ist eine Flasche. Es ist irgendeine Form vom Austausch mit Gott. Es ist kein Orakel und es ist nicht die Frage, mit welcher Hand du heute aufgestanden bist oder welche Hand du heute dabei hast und dann den richtigen Vers ziehst. Aber es ist eine Möglichkeit, dass Gott heute etwas in dein Leben hineinreden kann, durch einen simplen Bibelvers, den wir aufgelegt haben, den du nehmen kannst. Und in der nächsten Zeit, in dem zweiten Teil des Gottesdienstes, hast du die Möglichkeit, entweder online, wenn du im Livestream bist oder auch vor Ort, über dein Handy, über einen QR-Code, dir so einen Vers zu ziehen. Oder da hinten in der Parkarena zu meiner linken Hand einen Vers zu holen in der nächsten Zeit. Und darf ein Wort von Gott sein. Wasser vom Leben, geschöpft aus dem Fluss, wo in dein Leben nie reden darf. Und parallel dazu bieten wir wie jeden Sonntag, und Susan hat das schon in der Einleitung gesagt, Gebet an und das Abendmahl. Und es ist auch eine Zeit, wo wir sein vor Gott, wo wir einfach vielleicht auch uns begleiten lassen, vielleicht im Gebet, um etwas vor Gott zu bringen, was uns das Jahr beschäftigt, oder schon ruhig an dem Ort, wo du bist. Wenn du online dabei bist, darfst du sehr gerne auch dort zum Gebet kommen. Wir haben dort einen Button, den du drücken kannst, und es ist jemand da, der gerne mit dir online betet. Und dann nehmen wir uns jetzt Zeit und wir steigen miteinander ein in einen Song, der ist ein Vortragssong und der heißt River und er greift viele von diesen Gedanken auf, die wir jetzt bewegt haben miteinander. Und mir ist wichtig, dass wir sein vor Gott, wenn wir sind. Du darfst aufstehen, du darfst sitzen, du darfst zuhören, du darfst einen Vers holen. Wir sind vor Gott.